er nicht da ist, hätte ich mir den weiten Weg darauf ersparen können. Jetzt hast du halt einen Schneidergang gemacht. Wenn du schon vorgestern ist er zum Kurbeln auf. Muss aber bald wieder da sein. Sie haben was ausrichten. Nein, ich hätte selber mit ihm reden müssen. Geh weiter, Froni. So brisant wird doch das auch nicht sein. Oh mein Nanni. Geh weiter. Fronal, bist du noch so jung? Kommst schon noch zu deinem Sach? Naja, wenn du gar so viel Sehnsucht hast, dann muss er halt zu dir runterkommen, der Korbinian. Ja, Nanni, das sagst du ihm. Dass dich die Sehnsucht reißt. Nein, dass halt auf Nacht nur in Seerosen runterkommen soll. Weißt, ich brauch halt, nein, müssen. Ja. Kann man schon denken, was du brauchst. Reden müssen die dringend mit ihm. Was dringend auch noch? Ja, dann soll er gleich vom Bergasthof runter telefonieren, hä? Also, telefonisch geht das nicht. Das glaube ich. Aber warte mal, das werden schon erfinden, unsere Herren Techniker. Jetzt sind sie halt noch nicht so weit. Jetzt muss sich halt der heißgeliebte Corbinian noch persönlich bemühen, hä? Ja, und ich werde schauen, dass ich wieder mal Seerosen runterkomme. Vierte Nanni. Vierte, Brunner. Du und Nanni, vergiss das zwar nicht, dass das an Corbinian ausrichtet. Nein, ich weiß schon. Du brauchst und er muss. Aber heute noch. Vierte, Brunner. Schon was schön zu verliebte junge Leute, hä? Mein Gesichterl ist sauber, meine Wadeln sind rund. Drum krieg ich voll Bussel auf mein kirschroten Mund. Da schau her! Ja, die kann's auch nicht schlecht. Wer wird denn das sein? Ja, pfui, der Eifi! Ja, jetzt kommen sie bald ganz nackert zu uns auf die Stadtflucker, die Elendigen, ha? Ja, sie sind ja nicht Schammer. Ja, so eine schamlose Schamlosigkeit, sowas. Nein. Hallo, Es ist niemand daheim. aber meine liebe Gute. Du, ich bin keine Liebe und ich bin keine Gute. Und jetzt schleichst du. Hört sich doch alles auf. Sowas ausgeschanzt. Nein, aber das habe ich mir gefallen. So eine schamlose Schamlosigkeit, so ein ausgeschantes Hosenweiberl kommt mir nie in meine Stumm rein. Nie. Das war ein Meineid. Ja, sag einmal. Das Hosenweiberl ist schon in der Stube. Ja, hab ich dir nicht gesagt, du sollst die schleichen. Du, was willst denn du bei mir herum? Wenn du baden willst, dann hättest du schon unten am See bleiben sollen. Wir haben nämlich da hier oben kein Strandbad mit Familienanschluss. Naja, ich hab mir schon sagen lassen. Euch ist ja gar nicht ums Baden zu tun, sondern ums Angeln. Ums Mannsbaldangeln. Deswegen läuft sie ins Ausgeschaut die Hosen nicht umeinander. Du trägst doch auch eine Hose. Wegen die Rindviecher. Aber wegen die 4 haxerten Rindviecher. Ja, lachst du mich vielleicht aus, du Fratz, du Großgrüner. Aber geh. Nix da. Für Weiber wie du eine bist, hab ich keine Milch und kein Butter. Und zum Nackert umeinander in der Sonne ist mein Weiden nicht da. Mein Viech lass ich mir auch nicht schei machen. Und schei da's werden, wenn sowas mit anschauen müsstet. Für Teufel. Aber Nanni. Ah, da schau her. Hast das auch schon gefragt, wie ich mich schreib. Aber das nützt dir bei mir gar nichts. Ich will durchaus von solchen Weiber wie du eine bist nichts wissen. Nanni, kennst du mich denn wirklich nicht mehr? Na. Ich bin doch die kleine Mali von damals. Mali. Ja, die kleine Mali Haller. Holla. Ja. Kannst du dich wirklich nicht mehr an mich erinnern? Naja, es ist allerdings schon 10 Jahre her, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Du, geh, vor 10 Jahren, da war ich noch Hauserin beim Schnitzenbaumersee. Ja, in dem schönen Hof am See. Da habe ich doch mit meinen Eltern 5 Sommer verbracht. Oben, im 1. Stock, die Zimmer mit dem herrlichen Balkon. Du, ich weiß auch noch, meine Eltern haben davon gesprochen, der Schnitzenbaumersepp würde dich heiraten. Ja, hat er ja wollen. Ja? Aber da ist ihm einer dazwischen gekommen. Wer denn? Der Tod. Oh. Jetzt pass einmal auf. Wie hast jetzt du gesagt? Holla? Holla, freilich. Jetzt kann ich mich wieder so dunkel erinnern. Jetzt pass einmal auf. War jetzt dein Vater so ein kleiner, dicker, rohgesichterter mit so einem Spitzbart? Genau. Und deine Mutter so eine große, schlanke, freilich. Ja, die Frau Haller. Eine schöne Frau. Wie geht's ihr denn? Ja, meine Eltern sind beide tot. Das tut mir aber leid, gell. Mein Gott, der Herr Haller. Das war ein lustiges Haus, gell. Ja, Dampfnudeln hat er für sein Leben gern gefressen. Ja. Jetzt frisst er keine mehr, hä? Und du bist die kleine Mali. Ja, da, schau hier. Ja, die Mali! Ja, geh weiter, Madel, lass dich mal anschauen. Ja, ich muss schon sagen, sauber hast du rausgewachsen, sehr sauber. Du, aber so sollte man das dem Mannsbild auf eine gleich sagen, gell? Da ist mein Intendant anderer Ansicht. Also, du hast einen Intendanten. Ja, ich hab mich ja noch nie mit einem Intendanten einlassen. Aber der Schnitzenbaumer Sepp, der, wenn das von mir verlangt hätte,
Weil du dem hätte was pfiffen. Ja, das war auch nicht der Intendant des Operettentheaters. Also ein Theater hat der deinige. Nein, er ist nicht der meinige. Ich bin nur bei ihm engagiert. Aber was, Mali? Du bist beim Theater. Aber jetzt habe ich Urlaub und will von dem ganzen Kram nichts wissen. Weißt du, warum ich zu dir heraufgestiegen bin? Ja, ich möchte meine Ferientage bei dir verbringen. Okay, weiter. Recht bequem ist auf so einer Alm gerade nicht. Aber das macht doch nichts. Luft, Sonne und herrliche Ruhe gibt es. Ruhe gibt's genug. Ja. Geh weiter, tu den Rucksack an, sitz dich hin, Mali. Und jetzt musst du mir unbedingt vom Theater erzählen. Ha? Du, wie ist denn das? Wird das da gut zahlt? Dann geh ich auch dazu. Naja, es geht. Ich bin auch vorläufig nur eine kleine Choristin. A was bist? Ja, weißt du, ich singe mit den anderen im Chor. Also, allein lasst man dich nicht, hä? Leider. Man sieht mich, aber man übersieht mich. Mein Gott, da müsste doch mal einer genauer hinschauen, hä? Das tät sich schon lohnen, glaub mir's. Ich weiß, dass ich was kann, aber keiner gibt mir die Chance, es zu zeigen. Ich kann machen, was ich will, ich komme nicht dazu. Ja, wie ist denn das nachher mit deinem Intriganten? Den Intendanten meinst du? Ja, ist ja wurscht, freilich. Der. Bestimmt ein alter, zwiderner Grantler, hä? Nein, ganz im Gegenteil. Jung ist er, gescheit ist er und liebenswürdig, dass man ihn glatt erschlagen könnte. Geh weiter. Pass auf, ich erzähle dir. Vor 14 Tagen, da war ich wieder mal bei ihm im Büro. Naja, ich habe erfahren, dass in der nächsten Spielzeit eine neue Operette herauskommt. Wo die Alpenrosen glühen, heißt sie. Siehst du, das ist schön, das gefällt mir auch, ja? Und die Soubrette drin, die Seffi. Ach Nanni, das wäre eine Rolle für mich. Na also gut, ich lasse mich also anmelden, warte geduldig wie ein kleines Schäfchen im Vorzimmer, bis man mich endlich vorlässt. Er ist liebenswürdig wie immer. Aber während ich mein Anliegen vorbringe, sucht er die ganze Zeit ständig auf seinem Schreibtisch herum. Ich rede und er sucht und sucht. Schließlich sinkt er erschöpft zurück und flötet. Ich kann Ihnen leider noch keine feste Zusage geben, aber ich werde mir Ihren freundlichen Vorschlag in Erwägung ziehen, mein liebes Fräulein Meier. Ja, wieso den Meier? Ja, du heißt doch Haller. Er hat mich mit irgendeinem Fräulein Meier verwechselt, weil er seine Brille verlegt hatte. Ja, hast du ihm nicht gleich gesagt, dass du gar nicht die Meierin bist? Dazu bin ich doch gar nicht mehr gekommen. Da hat er mich schon längst hinaus komplimentiert. Ja, so, ja. Aber jetzt will ich von diesem ganzen Theaterschnickschnack nichts mehr hören und nichts mehr sehen. Ich will raus aus der alten Haut. Ja, sei so gut. Ja, willst du vielleicht ganz ausziehen? In deine Haut möchte ich schlüpfen. Was ich meine? Ja, so eine Sennerinhose möchte ich mal anhaben. Ach, Nani, sei so lieb und pump sie mir mal, ja? Geh weiter, ich kann dir doch meine Hosen nicht geben, die brauche ich schon selber. Geh. Ach, sei doch nicht so fad, du kriegst sie doch Ja, gleich. Mali, was tust denn da? Ja, bist denn du wahnsinnig? Oh, man merkt schon, dass du beim Theater bist, weil dir gar nichts Gescheites einfällt. Ja, da musst du mir aber helfen. Ja. Ja, gleich. Oh, die Frau. Ich glaube, die ist ein bisschen klar für mich. He? Da schaut mir die Unterhosen vor. Na, Nani, wie gefall ich dir als Sennerin? Ja, nicht einmal schlecht. Ja, das Haar müsste ich mir noch ein wenig striegeln. Na, weißt du was, da bindst du das Kopftüchel rum, das tut's genauso. Ich schau gar recht schön aus damit. Du meinst? Freilich? Vielleicht hast du gar recht. Na, ein Buch hast gefährt, müsst du noch anlegen. Und Haar müsstet ihr mir einschmieren mit einem Fitriol. Jesus Maria, Madel, bist du geschert? Ja. Ui, da kommt einer. Gib mir meine Hosen. Nicht, ich kann doch die Hose jetzt nicht ausziehen, wo der fremde Mensch in den Augenblick reinkommt. Ja, was tut die? Ich steh da mit meinen Dessous. Ach, Klaus, das mit dir wäre ich was mitmachen. Das geht schon gut. Donnerwetter. Ja, sind Sie ein Monument? Erstarrt war ich allerdings, wenn auch nicht zu Erz oder Marmor. Aber ich muss ausdrücklich bemerken, schönes Alpenröschen, dass die Überraschung, die ich zeigte, keineswegs eine unerfreuliche Ursache hatte. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, ich komme Ihnen nicht ungelegen. Wie meinten Sie? Ich hab nichts gesagt. Ach, Sie ahnen ja gar nicht, wie drollig Ihnen der bayerische Anklang zu Gesichte steht. Ganz ja? allerliebst, ja? Sie gestatten, dass ich mich setze, ja? Haben Sie was dagegen? Nein, nein, von mir aus können Sie gern da bleiben. Sagen Sie mal, was sind denn das für komische Geräusche? Ja, das ist nur der Karo. Ach so, der Tönchen. Ja, genau. Donnerwetter, der Weg hin und rauf ist zwar beschwerlich, aber auch verlockend. Das heißt,
Verlockend ist er erst jetzt, nachdem ich Sie zu Gesichte bekam. Ja. Also was ich unten über Sie gehört habe... Über mich? Ja, machen Sie sich nichts draus, schönes Alpenröschen. Es gibt eben Egoisten, die alles für sich alleine haben wollen. Und wenn sie es nicht halten können, dann versuchen sie es ihren Mitmenschen zu verekeln. Ach, okay, wir haben mich an dem Naja, verekelt. der Name tut ja nichts zur Sache. Er ist ein Kurgast, der mit mir unten in der Pension Seeheim wohnt. Ein zwar sehr netter, gebildeter junger Mann, aber er hat nun mal den Fimmel, uns einen sämtliche Illusionen zu rauben, ja. Gehen Sie mal rauf auf die Kreidealm, hat er gesagt, dort werden Sie eine Sennerin finden, wie sie nicht im Buche steht, ja. Eine abgrundhässliche Person, ja. Satans Großmama wäre die Filmdiva dagegen, ja. Ein Weib geboren, uns von den Sünden zu entwöhnen, ja. Das Einzige, hat er gesagt, was er hoch an ihr schätze, wäre ihr Alter. Ja? Und einen Kopf hat diese Person auf wie eine Henne in der Mauser. Das amüsiert sie wohl, kleines Alpenröschen. Ja. Wenn ich wieder runterkomme, werde ich diesen Herrn ordentlich Bescheid sagen. Herr Dr. Rascher, werde ich sagen? Was, wie heißt der Herr? Naja, der Name tut ja, wie gesagt, nichts zur Sache. Oh, sagen Sie das nicht. Na, ich will da keine Indiskretion begehen. Ich möchte nur wissen, ob ich richtig gehört habe. Herr Dr. Rascher haben Sie gesagt. Charmant, charmant. Sie haben nicht nur ganz reizende, sondern auch sehr hellhörige Öhrchen. Stimmt das? Das mit den Öhrchen? Nein, das mit dem Namen. Ja, stimmt, kleiner Quälgeist. Was hat denn der Herr für einen Du Beruf? hast mich überfragt. Meines Erachtens muss er was mit dem Theater zu tun haben. Aber wie ist denn Ihr Name? Holde Alpenmaid. Malihorst. Malihorsi, Malihorsi. Sie ahnen ja gar nicht, wie drollig das aus Ihrem Munde klingt. Wie schaut er denn aus? Zum Küssen. Nein, ich meine doch den Herrn Dr. Rascher. Ach, Frau Mali, ich bin doch nicht hier heraufgeklettert, um Personalbeschreibungen eines gänzlich uninteressanten Zeitgenossen abzugeben. Da weiß ich mir doch was Besseres. Ja. Ach, wer wird denn gleich so tückisch sein? Also gut, wenn Sie sich schön brav an meine grüne Seite setzen, dann erfülle ich Ihnen Ihre sonderbare Bitte. Viel gibt's ja nicht zu sagen über diesen Herrn. Er ist ein Mann so zwischen 30 und 40, 1,85 groß, dunkle Haare. Besonderes Kennzeichen, er trägt immer dunkle Brille. Das ist er. Ja, kennen Sie ihn denn? Ich? Ja. Na, woher sollte ich den kennen? Ja, Sie haben doch eben gesagt, das ist er. Ja, ich habe halt gemeint, das könnte sein, der Herr, der vor ein paar Tagen da herum war. Ja, die Nanny habe ich von ihm erzählt. Sagen Sie mal, wer ist denn eigentlich diese Nanny? Die Nanny? Das ist meine Tante. Ach so, die Frau Tante. Ja. Lebt die auch hier oben auf der Alm? Ja, ganz in der Nähe. Ja, da habe ich wohl dem Doktor schon Unrecht getan. Seiner Beschreibung nach hat er die Tante angetroffen und die hübsche Nichte hat er verpasst. Sie, sagen Sie mal, glauben Sie, dass der Herr da mal wieder raufkommt zu uns? Ausgeschlossen. Nach den Erfahrungen, die er mit der Frau Tante gemacht hat, wird er nicht weiters neugierig sein. Und die hübsche Nichte unterschlage ich ihm ganz einfach. Na, das darf es nicht. Aber Malchen. Also, wenn Sie es einer mit mir nicht verderben wollen, dann müssen Sie den Herrn Dr. Rascher so schnell wie möglich wieder raufbringen. Ich will mir's ganz bestimmt nicht mit Ihnen verderben. Aber den Doktor wollen wir doch lieber hübsch unten am See lassen. Also, ja? dann brauchen Sie ihn da auch nicht mehr blicken lassen. Mali, ich habe mir das so schön vorgestellt mit uns zwei beiden. Da stört doch ein Dritter. Siehst du das nicht ein? Also, solange Sie nichts einsehen, Sie auch nichts ein. Wenn ich dir nun deinen sonderbaren Wunsch erfüllen würde, wie wäre es denn dann, Mali? Ja, ich versprich nichts, aber... Mali? Ja, Jesus, Sie haben ja ganz dreckige Hände. Ja, ich bin beim Aufstieg ein paar Mal ausgerutscht. Ausrutschen kann man bei uns leicht, ja. Da draußen war der Brunnen. Ich bin im Augenblick wieder bei dir, holde Alpenmali. Ja, das passiert gar nicht so. Au, pass doch auf, glaubst du das nur mein Hau mir wieder die Tieren auf. Darfst wieder raus. So, darf ich. Das ist aber schön, dass ich darf. In meiner eigenen Hütte muss ich mich schon verstecken. Sagt er, was geschwitzt habe ich vor lauter Gift und vor lauter Galle. Was hat der Kerl von mir gesagt? Ich habe einen Kopf auf wie eine Henne in der Mauser. Na warte, jetzt zieh ich mir was an und dann schmeiß ich ihn runter, dass er unten seine Knochen nummerieren lassen muss. Nein, Manni, das darfst nicht. Warum denn nicht? Ja, sag einmal, Mali, bist du vielleicht ein solcher, nicht, der mit einem jeden was anfängt? Ja, ich glaub's ja bald. Weil du ja den anderen auch herumhaben willst, hä? Manni, ich bin doch so froh. Weißt du denn nicht, wer der andere ist? Mein Intendant. Ja, hör mal bloß mit dem auf, gell? Hast schon gehört, wie der sein Goschen über mich gehen hat lassen? Satans Großmama ist ein Filmdivan gegen mich. Ach, Nanni, vergiss doch das. Nix da. Den Divan, den trage ich ihm noch. Schau, Nanni, ich brauch doch die zwei. Der eine muss mir den anderen raufschleppen. Und wenn er kommt, dann spiele ich Katz und Maus mit ihm. Nix da, Mali. Nein. Sowas leide ich nicht unter meinem Dach. Komm, der Nie, verstehst du denn nicht, was ich will? Die Gelegenheit will ich beim Schopf packen. Endlich kann ich meinem Intendanten zeigen, was in mir steckt. Ach, Nanni, hilf mir halt. Lass mich jetzt nicht im Stich. Und es ist auch bestimmt nichts Unrechts, was ich vorhab.
Bestimmt nicht. Naja, gut, dann schmeiß ihn später raus. Ja? Aber fliegen tut er, das versprich ich. Jetzt das mal hier, da macht man das ganze Fisch. Schein mit seinem Geschrei da. Hallo. Hier hast du mal wieder schöne Sennen. Sie sind ja verheiratet. Wie kommst du denn da drauf? Das sieht man doch. Ihre Frau ist auch da? Wo? Ja, ich weiß es ja nicht, ich habe ihn ja gerade nachher gefragt. Ach, weißt du, Malchen, das mit meiner Frau ist eine sehr traurige Angelegenheit. Darüber spreche ich gar nicht gerne. Ja, das hört man öfters von den Herren, wenn sie länger verheiratet sind. Ja, weißt du, meine Frau ist seit Jahren bettlägerig, schwer leidend. Das ist aber hart. Ja, was fehlt ihr denn? Ja, was ihr fehlt, möchtest du wissen? Ja, Ja, was fehlt? hat's denn für eine Krankheit? Ach so, was ihr fehlt, möchtest du? Ja, was hast du schon ihr mal, fehlt, weiß ich ja schon. hast du schon mal was gehört von Rheumatismus Ischias? Sie kann keinen Finger rühren, keinen Arm, keine Beine, nur das Mundwerk geht noch, ne? Dann wär's ja gelähmt. Gelähmt von oben bis unten, ja. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Weil es mir nicht gleich eingefallen ist, dir so traurige Sachen zu erzählen. Da weiß ich mir doch was Besseres. Also Marlchen, als ich vorhin zum ersten Mal in die Stube kam und dich erblickte, da pochte mir mein junges Herz gegen die Rippen. Ja, das Bergsteigen muss man gewohnt sein. Deshalb doch nicht, Marli. Ja, und der Allerjüngste sind sie auch nicht mehr. Marli, wenn du wüsstest, wie jung ich bin. Ja, sind sie froh, dass ich nicht weiß, wie alt sie sind. Ach, Marli, es war doch so ein herrlicher Anfang, der darf doch nicht ohne Fortsetzung bleiben. Also, solange Sie mir nicht Ihr Wort halten, geht da gar nichts mit Fortsetzung voll, gell? Aber schon gar nichts. Also gut, ich bring dir diesen Dr. rasch rauf, tot oder lebendig. Lebendig war er mal lieber. Aber dann, Marlichen, Ja, dann... jetzt bringen Sie ihn erst einmal, ja? Wie heißen Sie denn überhaupt? Ach so, ja. Mein Name ist Hans-Jürgen Butler in Firma Butler und Co. Oh. Das ist wohl die Frau Tante. Ich habe bereits mehrfach von Ihnen gehört. So, Ich muss sagen, man hat nicht übertrieben. so. Ja, ich muss dann sowieso an meinen Abstieg denken, wenn ich noch rechtzeitig in meine Pension zu meinem Mittagessen kommen Ja, will. du hast aber jetzt allerhöchste Zeit. Ja. Weißt du was? Da gehst jetzt am besten über den Jägersteig. Jägersteig? Ja, da sparst du ein Drittel weg, dann kommst du schon wieder zurecht. Großartig. gell? Ja, das Fräulein wird wohl so freundlich sein, mir diesen Jägersteig zeigen. Ja, das Fräulein Nichtchen ist nicht so freundlich, aber ich, da geh her. Ja, geh weiter. Jetzt schau doch mal her. Ja. Du gehst jetzt da runter. Bis da unten das Steigerlo geht, Ja, siehst du das, ja. gell? Dann gehst du links um, bis zu den... Ja, wo ist er denn? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst da anschauen. Ha, da gehst du runter. Siehst du das da unten? Da gehst du runter, das Wegerl, bis zum Steigerl. Da links zu den Latschen. Latschen, ja. Da kannst du runterhaken, gell? Ja, ich werde diesen Jägersteig schon finden. Man ist ja schließlich Großstädter, nicht? Also, Marlichen, ciao. Fortsetzung folgt. Was hat der gesagt? Ciao, hat der gesagt. Das ist Den gib ich italienisch. jetzt auf was. Nein, bleib da. Warum denn? Ach, geh, bleib halt herin. Mei, sag dir was, wenn du mich nicht so bettelt hast in der Sasse, David. Da bist doch du viel zu eine gute Seele dazu. Hast du ihm sogar noch den kürzeren Weg gezeigt. Ja, die wird gleich merken, dass er auf dem Weg nur ein Satan seine Großmama hat schicken können. Ist denn der so schlecht, der Weg? Gut war er ja noch nie. Aber seit dem letzten Unwetter ist der ein hundsmiserablich. Ach, der Ernst in seiner weißen Hosen. Wenn er drunter ist, ist die schwarz. Also, du bist mir so eine. Du brauchst von mir gar nicht reden, weil du bist die Schlimmere. Jetzt geh weiter, gib mir meine Hosen zurück. Jetzt brauch ich Nein, wieder. Nanni, die brauche ich doch für meine Rolle. Und ich brauch's für die Arbeit, oder meinst du mir laufen zu den Sommer frisch in der Hosen Nanni, runter? du hast doch sicher noch eine andere. Ja, eine hätte ich schon noch. Aber die ist zerrissen. Ich hab keine Zeit zum Flicken. Das kann ja ich machen. Du? So, geh weiter, da suchst du ein Flickzeug raus, ich komm gleich, bring dir die Hosen. Ob ich die da noch anziehen kann? Naja. Was fällt Ihnen denn ein, Sie Flegel? Ja, jetzt hab ich gemeint, du bist die Zille von der Berglerin. Dabei bist du es gar nicht. Ja, von hinten hast du aber ein Kratzer ausgeschaut. Ja, von vorn bist du natürlich viel sauberer. Sagen Sie, machen Sie das bei jedem Mädchen so? Na, woher denn? Da muss mir auch nicht schon gefallen. Auf den Gedanken, dass man sich entschuldigen könnte, kommen Sie gar nicht. Na, brauchst dich nicht entschuldigen. Kannst ja nichts dafür, dass du nicht die Zille bist. Du, sag einmal, haben's die aus der Stadt zu uns rausgeschickt, dass du was Gescheites lernst bei uns? Wie kommen Sie denn da drauf? Ja, weil du so geschwollen daherredst und weil du so wehleidig bist. Bin doch gar nicht wehleidig. Ja, und weil du sie zu mir sagst. Zu so einem groben Lackel wie du einer bist, sag ich Sie, hasst mich.
Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ja, es ist ja kein Biene und gut, dass du da bist. Nach dir ist heute schon gefragt worden. So. Du schau her, Meili, nimmst jetzt die Hosen, ziehst du ein bisschen in Sonnen aus damit, gell? Ist recht, Tante. Tante, sagt die zu dir. Von derer Nichten hast du mir noch gar nichts verzeiht. Die geht dir gar nicht so, der brauchst du gar nicht nachschirren, gell? Sagst du, die ist die sauber. Die Schönheit liegt bei uns in der Familie. Ja, nur bei dir hat's anscheinend einen Hupfer gemacht. Der Birsche, da mal du nicht frech werden. Du, übrigens, deine Froni war da. Du sollst heute unbedingt noch zu ins Eherosen unterkommen. Sie muss dir ganz was Wichtiges sagen. Ja, ist schon recht. Ja, wo gehst du jetzt hin? Ja, mein Hackel bringt den Schupfen aus. Da gehst bei derer Türen aus. Der Weg ist näher und weniger gefährlich. Alte Beißzange. Und du, jetzt reicht's mir am Bürschau, gell? Jesus Maria, was ist denn jetzt los? Ja, was ist denn? Mein Gott, nein, die deren da schon nichts, brauchst du keine Angst haben. Jesus, nein, die preisen. Ali, bring's einer. Oh, ein Stuhl bitte, ja? Oh, Dankeschön. Vielen Dank. Nee, also fürchterlich. Dafür hat man ins Gebirge, um sich von den Anstrengungen einer strapazenreichen Wintersaison zu erholen. Und was hat man? Aufregungen, nichts als Aufregungen. Erst verirre ich mich in dieser fürchterlichen Gebirgswildnis und dann entgehe ich nur mit knapper Not dem furchtbaren Schicksal von den Hörnern dieser wilden Stiere aufgespießt zu werden. Das sind doch Kühe. Kühe. Also Stiere sind das, ja? Das weiß ich ja nun wirklich besser. Das kennt man doch schon an den Augen und am Geweih. Gut, so ist recht, Tom. Dann sind sie halt Stier. Stier mit einem Mordstromheiter, gell? Ich habe immer recht. Also. Jedenfalls ist es ein Skandal, dass man diese bedrohlichen Biester so frei herumlaufen lässt. Mei, das ist halt ein Alm. Ja, und der Alm. Das ist zuerst einmal für die 4 haxerten Rindviecher da. Ja, meinetwegen. Aber immerhin könnte doch der Verkehrsverein dafür Sorge tragen, dass die Rinder die Grünflächen, die ihnen angewiesen wurden, nicht verlassen. Ne? Weißt was? Redst halt einmal mit ihnen. Vielleicht tun sie es dann. Da brauchen Sie sich gar nicht über mich lustig zu machen. Es wäre auf alle Fälle im Interesse des Fremdenverkehrs dringend notwendig, dass hier mal Abhilfe geschaffen würde. Ja, dann werden wir halt schauen, dass uns einen Almenschutzmann raufschicken, gell? Weißt du, dann den Verkehr mit den Rindviecher regelt. Bitte, 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 wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Aber sagen Sie doch mal, gute Frau, wie lange brauche ich denn wieder von hier bis runter zum See? Ja, wenn's gut zu Fuß sind, 2,5 Stunden. Ach, also das bin ich ja nun fürchterlich. Meine Füße, die schmerzen mich fürchterlich. Ja, ja, das glaube ich schon. Das kommt von der Einbildung. Einbildung? Weil du eine zu kleine Schuhnummer eingebildet hast. Da schau her. So eine Art. Die ist ja nur auf den Alm rauf. Wie kommen Sie überhaupt dazu, mich zu duzen? Ja, ich sag doch zu meinen Rindviecher auch, du. Naja, meinetwegen. Also 2,5 Stunden, haben Sie gesagt. Na, dann schaffe ich das ja nicht mehr bis zum Mittagessen im Hotel. Könnte ich wohl bei Ihnen eine Kleinigkeit zu essen kriegen? Wissen Sie was? Schlagen Sie mir doch ein paar so Gemseneier in die Pfanne. Ja, das tut mir jetzt leid, gell. Aber die haben heute noch nicht geklickt. Aber ein Brot und ein Käse kannst du haben. Haben Sie Likör? Ha? Ein Schnaps meint's. Ja, und selber brennt Enzian habe ich da. Wunderbar. Dann bringen Sie mir mal so einen Enzian, nicht? Und Brötchen. Ha? Brötchen. Brötchen. Ist diese ulkige Nudel, ist das Ihre Mutter? Na, das ist meine Tante. Ach was. Also von einer Familienähnlichkeit merkt man ja bei Ihnen gar nichts. Ja, Sie sind ja ein ganz nettes Mädchen. Hätten Sie denn nicht Lust nach der Großstadt? Na, um Gottes Willen, ich bin todfroh, dass ich da heraus bin. Ach so. Friss? Ja, aber wo sind denn die Brötchen? Wir haben bloß ein Brot. Du schneidest jetzt eine Scheibe runter, dann hast du ein Brötchen. Gott, was ist denn hier auf dem Käse? Wo denn? Na hier, das Schwarze. Das da meinst du? Geweih, da ist doch bloß ein Fliegenhaxen. Wahrscheinlich kommt der Wetter, gell? Weil sonst sind sie immer am Stall und am Misthaufen. Oh, rasch ein Enzian, ja? Da schau her. Nein, 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 gute Frau, mit so einem kleinen Glas fangen wir nicht an. Haben Sie nicht so ein richtiges, großes, ordentliches Glas? Da klangt er das.
Wunderbar, wunderbar. Da geht hübsch was rein. Das kostet allerhand. Gut, gell? Ah, der ist gut, bei dem bleiben wir. Ja, aber der lieber ein bisschen langsam. Der ist nämlich stark und macht Rausch. Ach was, das kommt doch alles bloß auf den Menschen an. Nur auf dem Schnappschuhe. Gießen Sie Ihrer nicht ruhig auch ein Gläschen mit ein? Nein, die war gestern erst gesoffen. Die geht jetzt nach an die Arbeit, gell? Aber wirklich ein reizendes Mädchen, Ihre Nichte. Hätte ich hier oben gar nicht vermutet. Aber gnädige Frau, jetzt habe ich eine Bitte. Darf ich mich mal in Ihrer Stube ein bisschen umsehen? Wissen Sie, wenn man nach Hause kommt, man muss ja immer erzählen und erzählen. Nein, also sowas von gemütlich und sowas von ursprünglich. Und hier, ist das der berühmte Zwölfender? Ja, das ist er. Ja? Ist es auch gestattet, einen Blick in die Schlafstube? Nein, ist das niedlich. Gell? Also ein richtiges Himmelbett. Ja, weißt, da schlaft immer der Besuch. Ich schlaf da draußen. Ach so, das Gästezimmer. Ja, da geht ja auch eine Leiter rauf. Ach, und ein frommer Spruch. Gottes Auge alles sieht, auch was in diesem Bett geschieht. Skandalös. Finde ich nicht. Die Fürstin ist schein's verliebt in mich. Gerade hat's mir das ganze Gesicht abgeschleckt. Ich hab Donnerwetter. dir nicht angeschaut, dass du mit dir reinlassen sollst. Noch ein Enzian. Aber jetzt bist du aber auf den Geschmack gekommen, hä? Ja, und mir kannst du auch gleich was zum Schnabulieren bringen. Ich hab einen Mordshunger. Weißt du was, du isst jetzt gleich das von der Madame zusammen. Ich glaub, die hat sich sowieso mehr auf Saufen verlegt. Hast du einen Durst? Ja, bringst mir Bier. Oh weh, ich muss jetzt zum Bergwirt rüber. So was kannst du da? Nein, der Hirtenbauer hat mich wieder aufsitzen lassen, das darf ich selber rein. Naja, müssen Sie halt einstweilen mit meiner Gesellschaft vorlieb nehmen, ne? Aber wir hätten mir schon nichts anderes übrig bleiben. Naja, vielleicht kommt bald Ihre zärtliche Fürstin. Ja, du weißt gut. Die Kur darf doch nicht in Stuben rein. Also Ausdrücke habt ihr. Ja, wie sagt's nachher? Ihr zu einem weiblichen Rindviech. Das wird ja immer ärger. Ja, man wird doch nur zu einer Kuh sagen dürfen. Ach so. Ach, die Fürstin ist tatsächlich Ein Rindviech, ja. Also wenn ihr den Tieren hier so merkwürdige Namen gibt, dann dürft ihr euch auch nicht wundern, wenn es zu Missverständnissen kommt. Fürstin, Fürstin. Warum denn nicht gleich Königin? Ja, so eine haben wir auch da heroben. Drüben auf der Bergleralm. Die heißt ja so, weil es so königlich beieinander ist mit ihrem Millizeig. Milizeig? Ja, sie hat halt ein recht schönes Alter. Ach, ich verstehe. Sie meinen den Kuhbusen. Also ich muss ja sagen, es ist eine Freude, Ihnen beim Essen zuzusehen. Ja, mei, vom Baum ausreißen kriegt man dann Hunger, gell? Bäume ausreißen. Nein, wie das klingt. Aber Ihnen glaubt man das ja aufs Wort. Also Sie müssen ja Muskeln wie aus Eisen haben. Magst du mal hier lange? Das geht doch nicht. Lang hier. Donnerwetter! Ein junger Herkules! Also Cooles schreibe ich mir nicht. Und Herr brauchst du auch nicht zu mir sagen. Entzückend, diese Naivität. Wie schreibst du dich denn? Corbinian! Jetzt hast du das gehört, wie ich mich schreibe. Wie heißt nachher du? Irma. Irma Ladus. Ich tu's schon nicht. Jetzt lass mal ja Corbinian. Schön kann sie verstehen, muss ich gleich schauen. Wo sie ist, bin gleich wieder da. Soll ich dir so helfen? Nein, Leistung der Madame der Gesellschaft. Bleiben Sie nur hier, Corbinian. Nachher bleibe ich halt. Magst du auch mal trinken? Ja, bitte. Ja, sauf. Also so köstlich hat mir schon lange nichts mehr geschmeckt, wie dieser frische Trunk aus Ihrem Kruge. Ja, das kommt mir auch so vor. Ach, Corbinian, wie ist doch die Welt so wunderschön. Ja, sag einmal, du hast da die Bratzen voller Ring. Handelst du damit? Aber wo denken Sie denn hin? Das sind doch alles Geschenke meines Gatten. Verheiratet bist du?
Deswegen brauchst du doch nicht gleich Reißaus vor mir zu nehmen. Weißt du, mein Mann ist nicht mehr. Na was? Der ist nicht mehr. Ja, von was lebt der dann? Nein, er weilt nicht mehr unter den Lebenden. Aha, na bist du also eine Wittib. Ich bin eine Witwe. Eine lustige grüne Witwe. Ja, Tralalala. So schauen's aus, die trauernden Hinterbliebenen, gell? Ja. Also Corbinian, wenn du lachst, dann bist du noch viel hinreißender. Na, brauchst keine Angst haben, ich reiß dich schon nicht hin. Nein, nicht, das tust du nicht. Nein. Immer hübsch brav bleiben, mein junger Herkules. Jetzt fängt die schon wieder von dem an. Er ist eifersüchtig. Mein goldiger Naturbursche mit den Eisenmuskeln ist eifersüchtig. Süß. Halt! Ich meine, du hast schon zu viel erwischt und ich zu wenig, mein Liebe. Wie hast du zu mir gesagt? Mein Liebe? Bin ich deine Liebe, Corbinian? Na ja, dass du Ruhe gibst. Och, ich gebe keine Ruhe. Hast du eine Ahnung von... Ich bin ein Vulkan. Ich glühe. Ja, wenn du weitermachst, wirst du bald speien. Nein, das darfst du nicht sagen. Wo du doch mein lieber Bub bist. Corbinian, soll ich heute Abend bei dir ans Kammerfenster kommen? Ja, du warst gut. Du spinnst aber ein bisschen. Ach, sei doch nicht so. Ich liebe dich doch so. Gemacht ein Fenster auf. Ich wart schon so lang drauf. Ein einziges Bussel gib mir nur. Vielleicht hast dann deine Ruhe. Ja, Madel, du singst ja wie ein Zeisel. Also, Corbinian, du sollst sie nicht so anschauen. Du hast ja schon einen Zwillingsbruder. Au weh. Jetzt sitzt mich schon doppelt. Ja, was mache ich mit dir bloß? Da gibt's noch eins ins Bett mit dir. Ja, komm ins Bettchen. Nein. Ins Bett kannst du da schauen, Das gell? kann's eben nimmer, also los, trag's ihn aus. Also von mir aus. Okay, her mit dir. Ja, Corbinian, ja, was tät's denn hier da? Ich sieh's doch. Ins Bett gehen wir miteinander. Was? Ja, bist du wahnsinnig? Da musst du schneller Da sein. erwischt dich schon. Was ist denn da los? Gehst du von dem Tisch runter? Ja, was fällt dir denn ein, hä? Ja, schon runter. Nur dazu so einen armen, hilflosen Dirndl, was da, hä? Ja, die Dirndl haben's ganz gern, wenn man einer was tut. Halt deine Schangaschen und hock dich hin. Ja, nein, ich sag's ihm nur. Überhaupt, wiegt's mir die Madame auf, die sich von den Anstrengungen einer strapazenreichen Wintersaison erholen muss. Ja, schlaft die halbe noch. Von morgen in der Früh wird die ja nicht aufstehen. Ja, sagt sie mir ja zwar. Ja, wo wart's denn hier eigentlich, hä? Auf dem Spitz waren wir drum. So. Meiner, schön ist da drum. Du, schroffen und fest, so weit der Blick geht. Und unten im Tal, da glänzt ganz klar der See. Du, die Segel von die Boote, die sind gerade ein Weißtipferl. Und die Kirchturmspitze ist so groß wie eine Nadel. So. Ist dir bei der Nadel nicht die Nadel in meiner Hosen eingefallen? Ach nein, nee, an die Hosen habe ich da drum wirklich nicht gedacht. Da wären ganz was anderes denken müssen. Also, es ist doch schon spaßig, gell? Solange man selber da drunter umeinander läuft, kommt man sich wunder, wer groß vor. Da gespannt man es gar nicht, was für ein winziges Geschöpf man eigentlich ist. Also wenn man sich oft wichtig nimmt, da sollte man daran denken, wie klar, dass man von da herum ausschaut. Was sie die alles denkt. Und du? Hast du nichts gedacht? Wie du runtergeschaut hast und hast unten die Seerosen links gesehen, hä? Okay, die war ja so klar, war die da unten. Außerdem hat mich die Sonne geblendet. Die Sonne, die dich geblendet hat, die Kini. Die Sonne geht jetzt raus, in meine Kammer fliegt meine Hosen. Also gut, mach's jetzt. Du Nanny, dass mir du jetzt nie was davon verzeiht hast, ha? Von was? Dass du so eine saubere Nichten hast. Sauber sagst Ja, also wenn die nicht sauber ist. Mei, ich sag das, wenn wir zwei da ganz allein droben waren auf dem Spitz, da ist mir gleich ganz zweierlei geworden. Am liebsten hätte ich es in den Arm genommen und hätte ein Busseln aufgepappt. Ich weiß nicht, warum ich Depp das nicht da hab. du? Das kann ich dir schon sagen. Weil du gespürt hast, dass das keinen Sinn hat. Wieso? Ist schon versprochen. Hat's einen anderen. Nicht, dass ich wüsste. Das ist Hauptsache. Das andere macht der Korbi schon. Sitzen bleibst und gar nichts macht dir der Korbi. Jetzt werde ich dir mal was sagen.
Du taugst nicht für die Mali und die Mali taugt nicht für die. Also lass das Mädel in Ruhe. Ich konnte nur sagen, dass recht zutraulich zu mir war. Ich hab da bloß ein Hetz in der Gaudi für das Mädel. Ein Hetz, sagst du? Freilich, ein Spaß, bei dem sie sich nichts weiter denkt. Und außerdem, Corbinian, du hast deine Froni. Das ist ein braves und fleißiges Mädel. Sie abrackert, dass sie mal in so einer Lodri wie du einer bist heiraten kann. Ich sage ja nichts gegen die Froni. Das wird auch gut sein, weil sonst kriegst du das mit mir zu tun. Und dass die Nanni von der Kreide eben keinen Guten raucht, das weißt. Ja, jetzt gib grad wieder eine Ruhe. Nein, nicht eher, bevor du mir fest versprichst, dass du heute noch zur Freundin untergehst. Und zwar bevor es Abend wird. Nein, das tue ich nicht. Corbinian, Nein, und diesmal behalt's nicht recht. Corbinian, mach mich nicht grantig, gell? Und ich geh nicht runter in Seerosen, bevor es Abend wird. Was tust du nicht? Ich tue, was ich mag. Was? Ich geh jetzt gleich runter. So, Gott sei Dank. Das Feuer haben wir ausblasen, bevor es ein Großbrand geworden ist. War eh bloß ein Strohfeuer. Sag einmal, Nanni, hast du einen Streik gehabt, weil du so geschrien hast? Ah, woher denn? Ich? Bei meiner angeborenen Sanftmut. Wo ist denn der Corbinian hin? Gut. Ah, da läuft er ja. Mein wirrer Ganzen springt hinunter. Also ich darf mir da sämtliche Viers dabei brechen. Der bricht sich schon nix. Der ist aufgewachsen in den Berg. Sag einmal, warum pressiert's ihn denn jetzt so? Er weißt, zu seinem Schatz trepsen und dazu Froni. Ach so. Und der hängt da mit Leib und Seele. Ja. Ist ein braver Bursch, der Corbinian, gell? Ja, und treu wie Gold. Besonders wenn mir einen kleinen Teiterer gibt. Jesus Maria! Du, das ist ein zacher Gockel. Der kommt auch schon zum zweiten Mal zu uns rauf, auch. Gottes Willen! Ja, sag einmal, ja, wie haben's denn die zusammengerichtet? Ja, gut schauen sie aus. Nicht wahr? Jetzt bin ich ein wurzelechter Bur. Ein Bur, so wie in dem Wort und mir. Ja, genau so schaust du aus, ja. Gott. Ja, sagen Sie mal, sind Sie hingefallen und haben ihnen die Knie aufgeschlagen? Wie kommst du denn da drauf? Weil Sie es so eingebunden haben? Nee, das ist nur reine Vorsichtsmaßnahme wegen Sonnenbrandgefahr. Und dann waren noch diese Schnaken, diese Biestereien versessen auf meine Beine, ja. Ach, das ist wohl ein kolossaler Erfolg gewesen. Eine sportliche Leistung. Zweimal am Tag auf die Kreide und das soll mir mal einer nachmachen. Ja, du sag einmal, wie bist denn jetzt eigentlich heute in der Früh runtergekommen? Reden wir nicht von der Idee, Herr Steig. Ich werde mein ganzes Leben nicht vergessen. Wie ein Zebra habe ich ausgesehen. Spießruten bin ich auf der Seepromenade gelaufen, bis ich in meiner Pension war. Gott sei Dank war meine Frau nicht hier. Ihre Frau? Ja. Ja, ich habe Ja, einen. ja, ich sag ja, Gott sei Dank, wenn sie gesund gewesen wäre, dann hätte sie mich ja in die Sommerfrische begleitet. Aber das war ja nun leider nicht möglich, Gott sei Dank. Ach, ich bin todfroh, dass ich wieder bei euch bin. Heute Nachmittag kam mir der Weg nämlich länger vor als heute Morgen. Ja, weißt du, in der Früh, da bist du noch einen halben Tag jünger gewesen. Ach, deshalb doch nicht. Nein, weißt du denn, warum, Malchen? Warum denn? Heute früh wusste ich noch nichts von deiner reizenden Existenz. Aber jetzt stürmte mir mein junges Herz voran. Da sind die alten Haxen nicht mehr recht mitgekommen, gell? Nee. Wisst ihr, wo ich inzwischen noch gewesen bin? Wo denn? Auf dem Jahrmarkt. Ja, hast du da was mitgebracht, auch? Selbstverständlich. Du her. Das Herzl dem Herzl. Ich lieb dich im Stillen doch herzlich dabei. Es braucht niemand zu wissen, bleib du mir nur treu. Nee. Ich bleib dir treu. Gib sie noch her. Ja. Aber was ist denn das? Nimm dir mal wieder weg. Keineswegs, ich tausche die Herzen nur aus. Das gehört dem Nichtchen und das gehört Ihnen, ja? Lerne schweigen, ohne zu platzen. Dankeschön, aber mein Mai heute deswegen noch lange nicht. Hier gibt es noch etwas. Dankeschön. Das war doch gar nicht notwendig gewesen, gell? Dann tun Sie wieder Ach, her. gut. Ja. Und ich hoffe, dass ich hier mit euren Geschmack getroffen habe. Das gehört der Tante und das gehört dem Nichtchen. Mal, ich steh mal auf, ich möchte es dir mal anprobieren. Reizen steht es dir, entzückend, Du, wie steht's denn auch an mir? großartig. Der hat hinten auch. Das kann ich doch gar nicht annehmen. Mali, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Ich kann ihnen aber doch gar nichts geben dafür. Abwarten, Malchen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht kommt noch die Zeit. Zum Kaffee trinken. Wie? Kaffee? Ja? Kein dummer Einfall. Zu einer Tasse Kaffee würde ich nicht Nein sagen. Gut, dann kriegst du gleich einen. Geh weiter, Mali, gib mir das Zeug mit. Weißt du was, das verstecke ich lieber, sonst nimm das wieder mit. Also, Malchen. Nicht, wenn uns wer sehen darf. Ich schau mich doch zu tot. Mali, du ahnst ja gar nicht, wie naiv du bist in deiner holden Naivität und drollig bist du. Ja. Sowas findet man eben nicht in der Großstadt. Haben Sie schon viel rumgesagt? Ach, erinnere mich bloß nicht an die Großstadt, mir graut davor.
Ja, wenn du mich einmal dort besuchen würdest. Oh, ich darf ganz gerne mal in die Stadt. Wirklich? Ja, das wäre ja großartig. Weißt du was, ich gebe dir meine Adresse und du rufst mich in meiner Fabrik an. Ah, was haben Sie denn für eine Fabrik? Trikotagen und Strümpfe. Strümpfe, Ja. famos. Ich brauche sogar sehr viel Strümpfe. So, hier auf der Alm. Naja, ist ja ganz gleichgültig. Also Marlichen, wenn du mich in der Stadt besuchst, dann bekommst du von mir die herrlichsten Seidenstrümpfe. Ja? Nur, ich muss sie dir selbst anziehen dürfen. Na, das darf sie dann doch nicht Ach, schicken. da fragt doch kein Mensch danach. Ich muss jetzt dich doch lehren, wie man einen Seidenstrumpf richtig anzieht. Ne? Jetzt pass mal auf, ne? Ich nehme diesen Seidenstrumpf und stülpe ihn zuerst mal ganz um, ja? Dann nehme ich deinen Fuß und zieh dir den Strumpf über deine kleinen, reizenden Zehen. Da taten Sie mir ja kitzeln. Ja, ich kitzle dich. Da geht's weiter über die Rundung der Wade, immer höher und höher. Möchtest auf den Spitzen auf, ha? Ja, wie? Ja, hat er gerade gesagt, immer höher und höher. Immer nicht, da muss er unbedingt rauf. Ja, unbedingt. Es war direkt der Schande für so einen Sportsmann wie du einer bist, wie du da jetzt nicht aufsteigen darfst. Wenn das hier unbedingt mit dazugehört, meinetwegen. Das gehört dazu. Wenn du dann zurückkommst, dann kriegst du einen Kaffee, gell? Also dann, Hals- und Beinbruch. Also Marlichen, es bleibt dabei. Du besuchst mich in der Stadt. Okay, was tat ich denn da? Da hab ich doch gar nicht Du mehr. hast doch mich. Ich ersetze dir alles. Kann ich aber ja einer wohnen. Ach, das lässt sich nicht gut machen. Mal, ich habe doch dir erzählt, dass ich ja eigentlich verheiratet bin. Aber ich werde dir in der Stadt ein schönes Zimmerchen mieten und wir werden dort sehr, sehr glücklich sein. Nein. Also so geschwind geht's dann doch nicht. Überhaupt. Für mich sind Sie ein recht großer Sprichmacher. Erlauben Sie mal! Haben Sie mir nicht versprochen, dass Sie den Herrn Dr. Rascher raufbringen? Das hat doch noch Zeit. Sie haben ja nicht einmal mit ihm geredet. Ja, du, kleines Fräulein, ich habe bereits mit Dr. Rascher gesprochen. Und, was hat er gesagt? Er kommt. Fein. Aber Marlichen, dafür muss ich doch jetzt endlich mein wohlverdientes Busel bekommen. Nein, das machen wir später, gell? Jetzt ging es erst einmal auf den Spitzen auf. Ach, was mache ich denn da oben am Spitz? Ja, runterschauen. Ja, wenn du mich begleiten würdest, Marli. Na, also dazu habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Die Tante ist doch eh schon ganz grantig. Ja, freilich. Ein Schand wär's, hat's gesagt, wenn sie nicht aufgegangen hätten auf den Spitz. Ja, und wenn sie sich's mit ihr nicht verderben wollen, dann müssen sie jetzt gehen. Ja, dann Gottes Namen. Ran an die Berge, ruf auf den Spitz. Luis Tranka, ich komme. Der Hartstern, der verunglückte Trikotagen-Casanova, der unfreiwillige Gipfelstürmer. Jetzt, dass Maria Amalia wiederkommt, musst du schnell einen Kaffee machen. Gegenüber findest du das Zeigel. Ich muss nach dem Fisch schauen. Bin gleich wieder da, gell? Ist jemand zu Hause? Ja, es ist schon jemand drin. Geh nur rein. Um Gottes Willen, mein Intendant. Jetzt Frechheit, steh mir bei. Na Gott sei Dank, da hatte ich ja noch mal Glück. Oh, dieses Geräusch vermittelt eine angenehme Erwartung hier. Machen Sie ruhig weiter. Na, ich dachte schon, patschnass zu werden. Sagen Sie mal gleich... Ja, Fräulein Haller, wie kommen Sie denn hierher? Was möchtest? Ja, Sie sind doch die kleine Amalie Haller. Was bin ich? Ja, die kleine Amalie aus dem Chor. Was bist nachher du? Ja, Ihr Intendant. Meine Tante? Geh, so ein Schmarrn, möchte ja meine Tante sein. Ich meine, ja, du bist ein Viech. Ein Viech mit zwei Haxen. Ja, jetzt weiß ich wirklich nicht, sind Sie es oder sind Sie es nicht? Stehen Sie doch bitte mal auf. Ja, dann musst du aber Kaffee machen, gell? Was muss ich? Möchtest du mich von vorn oder von hinten anschauen? Stimmt doch nicht. Die Haller, glaube ich, ist etwas größer wie Sie. Ja, du, weil du Kaffee machen, gell? Weil wenn meine Tante ja. reinkommt, dann schimpft Wie geht das denn da? Das geht immer der Deckel hier Ja, auf. sag einmal. Ihr stellt euch vielleicht deppert, du. Hat er das der Alte nicht beibringen können? Oh, ich bin gar nicht verheiratet. Okay, bist sitzen geblieben. Ja, so kann man es auch nennen. Warst du eigentlich gar nicht so ein unehms Mannsbild? Finden Sie? Ja. Naja, wird schon irgendwas nicht stimmen an dir, weil du gar keinen nicht erwischt hast. Naja, mit denen halt nur die Leute in deinem Geschäft leid. Wieso denn? Naja, weil sie dauernd im Knack haben müssen. Wärst halt von in der Früh bis auf die Nacht da drin umeinander granteln, gell? Ja, das kommt dann immerhin dem Geschäft zugute. So. Ja, ich denke mal, dass das ein ganz gutes Geschäft ist, Ja. weil du so nobel angezogen bist. Ja, wie viele Leute sind denn bei dir beschäftigt? Naja, so an die 150 werden es wohl sein. Was, 150? Ja. Das war ja noch fast eine Fabrik. Ja, so kann man es nennen. Ja, aber was werden bei euch gemacht? Ja, gesungen, getanzt und musiziert. Na, es ist eine spaßige Fabrik. Wer bei euch nichts gearbeitet? Von morgens bis nachts. Wir fabrizieren gute Laune am laufenden Band. Ah, das verstehe ich jetzt nicht. Ja, ich bin der Leiter eines Operettentheaters. Ja, warst du noch nie in der Stadt? Hast du keine Ahnung von Theater? Na, in meinem ganzen Leben war ich da noch nie. Na. Aber das wird jetzt ganz anders. Wenn mir der Herr, der wo mir seine Adresse geben tut,
Der mit mir dann nämlich ein Zimmer mit. Dem fahre ich dann in die Stadt, ja. Ach so. Da kauft er mir schöne Kleider und Strümpf kauft er mir ja so viel nur Trank. Und die zieht er mir sogar noch selber an, hat er gesagt. Ein sehr freundlicher Herr. Gell, das sagen sie auch. Sag mal, Kleine, wie heißt du eigentlich? Mali. Also, kleine Mari, du scheinst mir ein ganz vernünftiges Mädchen zu sein. Aber bei aller Naivität muss dir doch dein ländlicher Instinkt sagen, dass du dieser Einladung unmöglich Folge leisten kannst. Warum denn nicht? Ja, der Mann hat doch ganz eindeutige Absichten. Ist es etwa dieser Strumpfonkel, dieser Herr Butler hier? Butler. Ja, genau so Ja, schreibt da er. hört sich doch alles auf. Der Mann ist doch schwer verheiratet. Ja, das weiß ich schon, das hat er mir ja erzählt. Was, das weißt du? Aha. Und trotzdem willst du auf seine unglaublichen Anträge eingehen. Du kannst dir doch denken, zu was der dir ein Zimmer mieten will. Zum Schlafen. Zum Schlafen. Der Mann ist sehr wach. Der denkt gar nicht an Schlaf. Der denkt an ganz was anderes. Geh, das wissen Sie doch nicht, an was der denkt. Natürlich weiß ich das. Ja, na sagen Sie mir's halt. An was wird denn ein Mann denken, der dir die Strümpfe anziehen will? Das kein Maschenlauf. Das kann ich Maschen. An das denkt er ganz bestimmt nicht. Überhaupt ist es eine Unverschämtheit, eine ländliche Naivität, auf solche Weise ausnutzen zu wollen. No, geben's nur gerade eine Ruhe, zieht's mir ja noch nicht an. Ja, das wird er auch gefährlichst unterlassen. Jetzt bin ich aber ein bisschen erschrocken. Ja, Ja, Wallichen, ja. ich hab schon gemeint, das hat eingeschlagen. Ja, ich dachte auch schon. Ja, vielleicht kommt's noch, ja. Ja. Ach, für wen gehört denn das alles hier? Ja, für die Tante, für uns zwei und für Herrn Butler. Ist der auch hier? Na, noch nicht, aber es wird's bald reinschwimmen. Von mir aus kann der bleiben, wo er ist. Ja, da wird's ihm halt mittlerweile dann ein bisschen zweicht werden am Gipfel drum. Was bei dem Sauwetter auf dem Gipfel, das vergönne ich ihm vom ganzen Herzen. Gell, wer wird denn so schadenfroh sein? Ja, wie mit Kiewinschütze fahren. Das so ein Kreis nicht. Sonnenuntergang, ja? Ja, es ist doch schon noch da. Kann ich denn hier eine Unterkunft bekommen? Ja, wenn's keine Anspruch stellen, nachher schon. Oh, ich finde es riesig gemütlich hier. Meinetwegen regnet es 14 Tage lang. Da kann ich gleich Studien für meine neue Operette machen, die ich in der nächsten Spielzeit herausbringe. Ach ja, ich vergesse ja, da ist ja keine Ahnung vom Theater. Ich glaube, ich habe irgendwo Bilder aus meiner Fabrik. So sieht das bei mir aus. Ja. Ui, pfundig. Das ist ja fast so schön wie im Kino. Ja, fast. Das ist wirkliches Theater. Sag mal, warst du noch nie in einem Theater? Na, noch nie. Weißt du, zu was ich große Lust hätte? Am liebsten würde ich dich mitnehmen in die Stadt, um dir mal alles zu zeigen. Ach, das geht doch nicht. Mir nimmt doch schon der Herr Butler mit. Ja, das wird er gefährlichst unterlassen, der liebe Herr Butler. Sie sagen's einmal. Ja, Die Mädeln haben ja bei einer fast kein Gewand an. die Kostüme sind doch reizend. So. Sieh dir mal die zweite von rechts an. Fällt dir an dir nichts auf? Oh, es war ein sauberes Mädel. Warum haben sie denn die nicht weiter vorn hingestellt? Ja, das ist die kleine Halla, die ist bei mir im Chor. Die sieht dir doch verblüffend ähnlich. Oh mei, wenn ich so sauber war, wird das Fräulein da. Ach, du bist doch viel hübscher. Ja, wenn das Mädchen einen Funken von deiner Ursprünglichkeit hätte. Aber so ein leidliches Stimmchen, ein hübsches Lärvchen und zwei gut gewachsene Beine. Das ist aber auch alles. Und damit schafft man's nicht. Ach so. Und was müssen sie haben, dass es bei einer schafft? Ursprüngliches Temperament, schauspielerische Begabung. Und die hat's nicht. Keinen Funken, das habe ich sofort bemerkt. Haben sie gemerkt? Natürlich. Naja, wenn sie ja gleich alles merken, gell? Ich habe auch sofort diesen Strumpfonkel, diesen Herrn Butler durchschaut, als er mir von der hübschen Sennerin auf der Alm erzählte. Aha. Oh, ich kenne diese Art von Lüstlingen, die sich immer als Abenteurer der Sommerliebe aufspielen. Ja mei, ich gefreue ihm halt. Ja, Himmel, Donnerwetter nochmal, mir gefährst du doch auch. Schreien sie mich doch nicht so an. Aber deshalb fällt mir doch nicht ein, dir gleich ein Zimmer mieten zu wollen. Man muss doch schließlich wissen, wen man vor sich hat. Sie wissen's ja auch nicht. Natürlich weiß ich das. So. Ein junges, dummes Mädchen vom Land. Dumm haben sie gesagt. Jawohl, dumm. Strohdumm. Sonst hättest du diesen Schürzenjäger eine Antwort gegeben, dass ihm das Wiederkommen ein für alle Mal vergangen wäre. Sie deren sie an der Fei da herin nicht so aufmandeln, gell? Sie brauchen mir nicht sagen, was ich für Antworten zu geben habe. Das weiß ich schon selber. Ja, ja. Der Herr Ja, Butler aber ist ist, ja ein gut. splenditer Herr, der mir ein Lebkuchenherz geschenkt hat. Und was haben Sie? So ein Drum Lebkuchenherz, haben Sie das da? Nein, hab ich Na, nicht. aber die Goschen möchten sie aufreißen, gell? Der Herr Butler, der kauft seine Madeln Ja. Strümpf. Und Sie lassen Ihre Madeln halbert nackt auf der Bühne umeinander Ach, das laufen. mach ich nicht. Ach, tut das einer, der ein feiner Herr sein möchte. Und Sie mengen über andere Leute drin. Lassen Sie das Feier bleiben, Ja, gell? ja, Ich meine, Sie einer nur gut. Und Und wenn Sie mich für dumm,
sogar für Strohtum anschauen, Ja. dann haben Sie sich wie schon oft in Ihrem Leben gründlich getäuscht. Moment mal, Kleine, lassen Sie sich Zeit. Denn wer von uns zwei der Dümmere ist, das muss sich erst noch rausstellen. Na, so eine kleine Grazbürste. Naja, aber Talent hat sie. Das muss ich leider da nicht lassen. Ach, Herr Butler, Sie auch hier. Hatten Sie eine hübsche Aussicht, ja? Ach, Herr Dr. Rascher, seit wann sind Sie denn schon hier? Ja, seit es zu regnen anfing. Ich wollte zuerst auf den Gipfel, aber dann sah ich die Wolkenwand. Dann dachte ich mir, sei kein Idiot, bleib im Trocknen. Sehr intelligent. Und was dachten Sie sich? Sei ein Idiot, lass da einregnen. Sie haben wohl Pech mit Ihren Ausflügen auf die Kreidalm. Heute Morgen sahen Sie in Ihren weißen Anzug aus wie ein Zebra und jetzt wie eine getaufte Maus. Haben Sie noch mehr so bezaubernde Vergleiche aus dem Tierreich für mich? Ich rate Ihnen, Ihre unglücklichen Exkursionen auf die Kreidalm einzustellen. Fällt mir ja gar nicht ein. Wegen dem bisschen Dreck und Regen? Lächerlich. Einen naturverbundenen Menschen, wie ich es bin, macht doch so etwas überhaupt nichts aus. Nicht? Wir haben doch da oben keinen Schnupfen geholt. Ja, nasse Füße haben Sie sich bestimmt Wo Sie geholt. recht haben, haben Sie recht. Ja. Sie müssen schleunigst runter in Ihre Pension, Sie müssen sich umziehen. Sie haben ja bezaubernde Einfälle. Ja? Diesen Zustand wollen Sie mich bei strömendem Regen rausjagen? Sehr menschenfreundlich von Ihnen. Wie wäre es denn, Herr Dr. Rascher, wenn Sie einen kleinen Talauf machen würden? Bei der Gelegenheit können Sie sagen zu meiner Frau, ich käme erst morgen früh. Moment mal. Wollen Sie denn hier auf der Alm nächtigen? Allerdings. Herr Butler, da müssen Sie aber zusehen, dass Sie auch noch Quartier bekommen. Was heißt ja auch noch? Ich habe mir bereits eine Unterkunft gesichert. Nee, mein Liebster, hier habe ich ältere Rechte. Herr Butler, wer zuerst kommt, malt zuerst. Malen Sie, wo Sie wollen, bei Malischen male ich. Ja, wenn Sie sich da noch nicht täuschen. Nee, hier bin ich der Hahn im Korb. Ja, Herr Butler, sonst recht nass worden, ha? Malchen, keinen trockenen Faden habe ich mehr am Leibe. Und zu allem Überfluss habe ich mir dort oben auch noch einen Schnupfen geholt. Heilige Nacht. Stern's nur gleich das nasse Zeug runter, Herr Butler. Ach, danke, Die Mann. Nanni hat sicher dann was für... Na, das machen wir doch später. Machen wir später. Schauen Sie doch nicht so missgünstig rein, Herr Dr. Rascher. Ich bin eben Stammgast hier auf der Kreidalm. Und Stammgäste erfahren überall eine liebevollere Behandlung wie so ein dahergelaufener Perser. Na. Na, halb so stürmisch, Ja? ja? Ist halt auf Zeiten gegangen. Sie haben doch gesehen, dass ich da alles recht nett machen will. Ja, für Herrn Butler. Ja, für wen denn sonst? Haben Sie geglaubt für Sie? Sehr liebenswürdig von Ihnen. Ein Engel hat er mich geheißen. Drum soll er sich wohlfühlen bei mir wie im Himmel, der Herr Butler. Ja. Sie, das weiß ich nicht, ob er das mag, Was denn? dass Sie da rauchen. Weiß ich's doch, so erkältet hat der Herr Butler. Wissen Sie was? Dieser Herr Butler, der kann mich mal. Das weiß ich nicht, ob er das tut, der Herr Butler. Herr Butler hinten, Herr Butler vorne. Dreht sich hier alles um diesen Strumpfonkel. Ja, mei. Ja, ich weiß. Herr Butler mietet dir ein Zimmer. Herr Butler zieht dir die Strümpfe an. Jetzt fehlt nur noch, dass du ihm die Strümpfe anziehst. Gut, das mit Ruinen hätte ich jetzt fast vergessen. Ja, da hört sich doch alles auf. Da kann ich doch keine Minute länger bleiben. Wie komme ich überhaupt dazu, diesem Herrn das Feld zu räumen? Ganz im Gegenteil, jetzt bleibe ich erst recht. Ist doch lächerlich. Malchen, du bist ein Engel. Ja, Sie sehen ja lustig aus. Hauptsache, wir fühlen uns wohl. Nicht wahr? Jawohl, so, jetzt schauen Sie noch gleich, dass was Warmes ins Speichel kriegen, gell? Eichel. Ja. Ja. Danke, Mali. Das schmeckt. Meinetwegen kann es noch wochenlang, monatelang regnen, ne? Aber unser Herr Dr. Rascher, der muss selbstredend an den Abstieg denken. Herr Butler, das Doktorchen denkt gar nicht daran, dran zu denken. Das Doktorchen bleibt. Tja, dann müssen wir halt schauen, wo wir die zwei Herren hinlegen. In meiner Kammer wird's recht eng. Nee, da hat der Doktor keinen Platz. Ja. Aber bei der Tante! Jawohl, bei der Frau Tante, die Einteilung ist richtig. Wir machen bunte Reihe auf der Alm, da gibt's keine Sünd. Was ist, habt ihr mir einen Kaffee? Freilich, Nanni, geh her. So. Du, Nanni, die zwei Herren, die taten gern bei uns übernachten. Wo legen wir's denn hin? Das ist ja schon beschlossene Sache. Herr Dr. Rascher schläft bei Ihnen und ich... Du schlafst im Stall. Dann haben Sehr die gut. Viecher auch eine Gaudi, gell? Ich kann doch Malik ja nicht so Mutterseelen alleine lassen. Brauchst keine Angst haben.
die bleibt schon nicht alleine, gell? Du, Nanni, ich hab mir gedacht, wir geben denen zwei her einen Teighammer und wir zwei schlafen beieinander. Ja, ist mir schon recht. Musst mir aber schnell helfen, das Fettbett in den Kammer Ja. Oh, Frau Nanni, das kann doch ich machen. Wo steht denn dieses Feldbett? Da hinten, geh mit. Ja, das Ja, mache ich. ja, machen Sie sich nützlich, Herr Dr. Rascher. Packen Sie an, es gibt noch viel zu tun. Nicht? Na, das geht dann doch Freilich nicht. geht das, Marlichen. Man soll nie einen Menschen von Arbeit abhalten, wenn er sich danach drängt. Marlichen, du wirst mich doch nicht so Mutterseelen alleine lassen. Ist das der Dank, dass ich dir diesen Dr. Rascher heraufgebracht habe? Jetzt muss ich doch endlich mein verdientes Pusel bekommen. Aber doch nicht am helllichten Tag, Herr Butler. Soll das ein Versprechen sein? Ja, das ist auch ein Versprechen, ja. Marli, wenn sich die Nacht herniedersenkt, Dann, Herr Butler? dann gibt's auf der Alm Korsün. Na, gewiss nicht. Nacht muss es sein, wenn Butlers Sterne strahlen. Hans-Jürgen, du bist ein verteufelter Kerl. Allmächtige, meine gelähmte Frau. Butler! Irma, Mensch, wie siehst du denn aus? Irma, wo kommst du denn her? Wo hast du denn gesteckt? Dort hinter der Tür? Entsetzlich, wie lange steckst du schon hinter dieser Tür? Das kann dir doch vollkommen gleichgültig sein. Das ist mir gar nicht gleichgültig. Hinter so einer Tür, da kann man allerhand hören oder man glaubt, etwas gehört zu haben, was überhaupt gar nicht stimmt. Wie leicht kann es da sein, dass ein völlig unschuldiger Mensch in falschen Verdacht gerät? Ich glaube, du bist übergeschnappt. Und du wärst keins, man denkt da nichts Böses, auf einmal stehst du da. Sag mal, was hast du denn hinter dieser Türe gemacht? Ich habe mich in dem Bett dort hinten etwas ausgeruht. Irma, dein Bett steht unten im Pension Seeheim. Ich muss mich schon sehr wundern, dass du dich in fremden Betten herumtreibst. Also bitte, Butler, bleib manierlich, ja? Schwere Alpenluft hat mich müde gemacht. Wir können keinen Augenblick hier länger bleiben. Was meinst du, was die Leute sich von uns denken? Ja, ich lege ja auch keinen gesteigerten Wert drauf. Aber wir können doch unmöglich bei diesem Wetter hinaus. Es gießt doch in Strömen. Sag mal, was hast du für einen komischen Geruch an dir? Ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich glaube immer, die schwere Alpenluft, die der müde gemacht hat, die kam aus einer Flasche. Lächerlich. Wenn du dich vor dieser Feuchtigkeit nicht gefürchtet hast, dann brauchst du dich vor dem bisschen Regen auch nicht zu fürchten. Ich will mir doch nicht den Tod holen. Glaubst du, ich renne mit dir 3 Stunden im Regen herum? Der Berggasthof ist 10 Minuten von hier. Jawohl, und dann ist der Berggasthof besetzt und wir müssen wieder raus in den Dann könnten Regen. wir uns nötigenfalls in der Gaststube aufhalten. Aber du wirst mir doch nicht zumuten, dass ich mich mit dir in diesem Verzug zeige. Das gäbe ein schönes Hallo bei den Sommergästen. Komm, Irma, wir bekommen sicher noch ein Nachtquartier. Ja, mein Lieber, weißt du was, geh du ruhig rüber. Und wenn Zimmer frei ist, dann komme ich nach, ne? Also in drei Teufels Namen. Jesus Maria, wo rennt denn der hin? Hey, du! Na, pass einmal auf! Das Heisel, das ist auf der anderen Seite drüben. Wo rennt der hin? Ach, so wurscht. Na du, wie geht's dir denn, hä? Hast ja einen sauberen Rausch gehabt, hä? Hier, Sie kriegen noch Geld von mir. Stimmt schon, der Rest ist für Sie. Ah, der Schweige geht auch gleich dabei, hä? Sagen Sie mal, wo steckt denn eigentlich dieser Corbinian? Ja, auf dem wartest du jetzt umsonst. Der weiß jetzt was Besseres. Ach, dann kommt er wohl heute nicht mehr rauf. Na, ganz gewiss nicht mehr. Na, Gott sei Dank. Was? Gott sei Dank. Ich hab mir gedacht, das tut dir leid. Aber gute Frau. Was denken Sie denn? Das war doch alles nur Scherz. Scherz. So, bei uns sagt man da aber anders dazu. Aber ihr Sommerfrischler, der jetzt überhaupt gerne ein bisschen scherzen, gell? Der narische Gispi, der da gerade bei der Tierhaus ist, der tut's auch für sein Leben gern. Was meinen Sie denn damit? Na, ich sag dir was, das ist ein alter Bazi. Bazi? Der hat ja faustdick hinter die Ohren. Ach, das ist ja interessant. Der ist ja schon zum 2. Mal bei uns herum. Ah. Aber nicht wegen mir. Nö. Wegen der Mali ist er so bremsig. Ah, was Sie nicht sagen. Die sagt dir was, der hat uns 2 große Liebkuchenherzen mitgebracht, dann 2 schöne Schachteln voller Schokolade und 2 Seidentücher, die allerhand gekostet haben. Was so splendid ist der? Ja, der war auch noch viel splenditer. Er hat gesagt, das Mädel soll zu ihm in den Stadt reinkommen, damit er ja ein Zimmer und schöne Kleider kauft er ihr. Und Strümpf kann's haben, so viel wie es mag. Die zieht dir sogar noch selber an. Reizend, wirklich reizend. Ja. Er hat sich wohl als Junggeselle ausgegeben. Na, er hat schon gesagt, dass er eigentlich verheiratet ist. Doch, eigentlich ist gut. Er weiß, aber mit dem seiner Alten, da muss nicht mehr viel los sein. Also, das ist eine Unverschämtheit. Nein, er hat gesagt, er war ja bloß von ihr geheiratet worden. Aber wollen tut er schon lange nichts mehr. Was, der will ja nichts mehr?
Aber sie wird was von ihm wollen. Rechenschaft wird sie wollen. Ah, wo? Die kann sie doch gar nicht rühren. Haben Sie eine Ahnung, wie die sich rühren wird? Nein, die ist doch gelähmt von Kopf bis Fuß. Ich finde halt, für die Frau war es best, die sie dort abkratzen. Sagst du das nicht auch? Nein. Aber für ihn wäre es ein Glück, wenn er hier nicht mehr auftauchen würde. Ein unverdientes Glück. Ja, der wäre aber doch nicht in den Dodelgrum eingefallen sein. Das Bredel ist aber so rutschig, wenn er wieder ist. Hey, du, wo bist du denn, ha? Oh, machen Sie sich doch um den Herrn keine Sorgen. Sagen Sie mir lieber, wie das mit Ihrer Nichte steht. Lässt sie sich tatsächlich von diesem Bazi betören? Geweide. Das junge Madel will doch dem alten Deppen nichts. Bravo. Aber jetzt wollen wir ihm eine kleine, freudige Überraschung bereiten, diesem alten Deppen, ja? Sie holen mal rasch Ihre Nichte und seine Geschenke, aber schnell, bevor er zurückkommt. Schnell auch noch. Ja, dieser Elende. Dieser Schuft. Dieser Blender. Oh, aber dem werde ich die Biedermannsmaske von den Augen reißen. Dieser missglückte Seitensprung, der soll ihm teuer zu stehen kommen. Ja, ich weiß ja nicht. So, meine Damen, also ich habe mir Folgendes ausgedacht, ja? Sie nehmen die Seiten außen und ich setze mich in die Mitte. Und dann sind Sie doch mal so lieb und schmücken sich mit all den hübschen Dingen, die er Ihnen mitgebracht hat, ne? Sie gestatten? Ich lieb dich im Stillen, doch herzlich dabei. Es braucht niemand zu wissen, das glaube ich. Da schau her, lies einmal das meinige, das beruhigt. Lerne schweigen, ohne zu platzen. Tja, die Mahnung kam zur rechten Zeit. Ich platz doch nicht. Er soll platzen. Ja, es ist zum Verzweifeln. Der Berghaus ist besetzt, wir müssen runter ins Tal. Ja, meinetwegen, aber komm doch erst mal rein. Ja, mach rasch. Die Sennerin hier ist ein ganz schwieriges Wesen. Was, bin ich ein schmieriger Besen? Jetzt reizt mir dann schon langsam mit Ach, dir. Frau Butler, Sie auch hier. Das wird ja heute ein reizender Abend auf der Alm. Was, das ist die Butlerin? Mein Gott, mich trifft der Schlag. Ja. Oh, Der Zugspitzbahn, in der Zugspitzbahn saß ein Mädel und ein junger Mann. Ja, wer singt denn hier so Er herrlich? sah hin zu ihr, sie sah weg von ihm. Ach, Mali bei der Doch Morgentoilette dann mit Gesang. mochten die beiden Und sich diese an. Grazie. Jetzt habe ich Sie verscheucht. Guten Morgen, Anni. Jesus, gut morgen, Herr Doktor. Na, wir haben's denn geschlafen. Hervorragend. Ich wurde auf melodische Weise geweckt. So, das tut mir aber leid. Oh, keine falsche Bescheidenheit. Wenn ich Ihnen das sage, hat das schon seine Richtigkeit. Was hast du bei denn gesagt? Jetzt passen Sie auf. Ihre Nichte hat eine sehr gute Stimme. Ja. Sie hat wohl schon in einem Kirchenchor gesungen. Ja, in einem Chor hat sie schon gesungen. Ja, dann wundert mich nur, dass diesen Leuten diese Stimme nicht aufgefallen ist. Ja, weißt, das ist so. Allein hat man es nicht singen lassen und in einem Chor, da hat sie eine Hartbesauf folgt. Ja, ich sag's ja immer, diese Leute, die haben keine Ahnung von Stimmmaterial. Weil ihnen das Gehör fehlt, das Fingerspitzengefühl. Ja, da kann sowas nicht passieren, gell? Nein, ausgeschlossen. Wenn sie jetzt einen Chor hätten, ja, dann wäre das gleich aufgefallen. Beim ersten Ton natürlich. Ja, weil sie ein Fachmann sind, gell? Mit einem spitzigen Gefühl. Was? Und der Nase noch wie ein Hähnerhund, hä? Wissen Sie, zu was ich große Lust hätte? Zu einem guten Frühstück. Ja, das auch. Aber ich hätte auch große Lust, Ihre Nichte mitzunehmen in die Stadt, um sie mal auszuprobieren. Ausprobieren? Ja? Du geht aber gar nichts ausprobiert, die Mali bleibt da. Aber es könnte doch das Glück des Mädchens sein. Sie hat doch nicht gar so eingebildet. Hab- Das kannst du bei uns auch haben. Haben Sie denn noch nie gehört, dass man oft Talente entdeckt? Talente, wo man sie gar nicht vermutet, die sich später einen großen Namen gemacht haben. Weißt du was? Wenn du unbedingt ein Talent von der Kreide mit heimnehmen willst, nimmst du halt mich mit. Aber Nanni. Ja. Weißt du schon, warum du bei mir nicht siehst? Weil ich keine Sennerin bin, wo es im Buche steht, gell? Weil ich einen Kopf hab wie ein Hähner in der Mauser. Weil ein Satan, seine Großmama, ein Filmdivan ist gegen mich. Wer sagt denn sowas? Du hast das gesagt, das weiß ich ganz gewiss. Was ich? Ja, wenn ich das gesagt habe, habe ich gelogen. Ja. Mir ist in meinem ganzen Leben noch nie so ein rassiger Bergbauerntyp mit einem derartig kantigen Charakterkopf wie die Nanni von der Greideralm begegnet. Jetzt tust du waschen, sonst hast du gewaschen. Ja, dann gehe ich lieber, ja. Wie ist das noch mit Ihrer Nichte? Redst heute mal mit dir. Aufs Mai bist du ja nicht gefallen. Das werde ich machen. Du ja recht schön. Vielleicht spielst du dann in der Stadt drin auch eine Komödie vor. Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Butler. Na, Herr Butler, wie haben's denn geschlafen? Ach, ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Das glaube ich. So ein Wunder, das war dann schon im Fiers, gell? Von welchem Wunder sprechen Sie denn? Nur wenn das kein Wunder ist. Wenn eine gelähmte Frau bis zur Kreidealm raufkraxelt, hä? Jetzt fangen Sie damit auch noch an. Ich muss mich sofort, wenn ich unten bin, in ärztliche Behandlung begeben. Sie
Sämtliche Glieder tun mir weh. Geh, hat sie einer so kaut? Das fehlte gerade noch. Ich bin mit den Nerven vollkommen fertig, gute Frau. Vollkommen am Ende. Jede andere Frau wäre heiser geworden. Aber ich bin scheinbar mit einem Stimmphänomen verheiratet. Vor einer Stunde ist sie endlich eingeschlafen, aber selbst den Schlaf hat sie mit mir noch geschimpft. Kann ich von Ihnen etwas Wasser haben? Von mir nicht, aber vom Brunnen. Danke, Best. Ja, mal schön, ich komm ja gleich. Jesus Maria. Der Butler holt bloß ein Wasser, der kommt gleich wieder. Oh, die Spinatwachtel. Naja, das Wand ist auch fast trocken. Kriege wenigstens das meinige wieder. Gott sei Dank. Hat meine Frau inzwischen schon wieder nach mir gerufen? Mein Gott, jetzt habt ihr nicht gar so viel Angst. Das ist keine Angst, das ist nur zarte Rücksichtnahme. Ja, jetzt nimm dein Gewand und trag's nach. Butler, wo steckst du Ja, denn? mal schon, Mäuseschwänzchen, ich komm ja gleich. Der vergisst die Kreidheim in seinem ganzen Leben nicht mehr. Grüß dich, Nanni. Jesus Maria, da bist du auch schon wieder da. Das ist ein freundlicher Empfang. Also, euch Mannsbrüder kann man gar nicht handig nur sein. Ist einer für sich allein eine ganze Bande. Ich sag dir was, seit gestern geht's bei mir zu wie in einen Daumkubi. Nicht einmal zum Schnaufen habe ich mehr Zeit. Ja, das Viech macht halt Arbeit. Ja, das Viech, das ist das Wenigste. Die meisten Ärger habe ich schon mit den zweibeinigen Rindviecher, die wo da bei der Tierei gingen. Dankeschön. Ich bin auch gerade da reingekommen. Du gehörst ja auch dazu. So. Du, wo ist denn dein Nichten? Korbinian, ja fangst jetzt schon wieder an. Ja, fragen werden wir wohl noch dürfen, oder? Ja, ich weiß schon, was du mit deiner Fragerei raus willst, gell? Nein. Diesmal täuscht dich. Du, ich hab mir gestern in der Seerosen unten einen Freudenrausch angetrunken, wie ich in meinem Leben noch keinen gehabt hab. Geh weiter. Was hast du denn für eine Freude erlebt, ha? Die Froni, die hat mir gestern eine Geschichte verzeiht. Etwas ganz Heimliches. Und einen brennroten Kopf hat's dabei gekriegt. Ich hätt's keinem Menschen verzeihen dürfen. Aber ich hab's dir alle Leute brühwarm verzeiht. So, dann erzählst du es mir auch. Nein, in 7 Monaten tue ich avancieren. Na, ja, wärst Vorarbeiter. Nein. Die Vorarbeit ist schon gemacht. Papa werde ich. Na, ja, Korbinian, ja, jetzt hörst du aber auf. Nein, jetzt fange ich erst richtig an. Du, dann wirst das Heiraten bald im Sinn haben. Ja, nix anderes. Und der Bur soll's halt werden, ein Bur. Ja, aber wenn's ein Madel wär, kannst du auch nichts machen. Nein, nix da. Ich hab's der Froni schon gesagt, dass ich einen Buben möchte. Ja, sie haben Mannsbrüder scheint's schon richtig spaßig. Alle wollten so wie ein Buben. Und zuerst seid ihr mir ganz narrisch hinter den Madeln her, hä? Ja, wieso ist denn das gespaßig? Die Madel, die brauchen wir ja, dass wir zu unseren Buben kommen. Die sind gerade so eine Durchgangsstation. Korbinian, jetzt erst lieber auf, gell? Sonst sag ich deiner Froni. Nein, lieber nicht. Zu der habe ich gestern schon was gesagt, was ja scheinbar gar nicht passt hat. So? Na, was hast du denn gesagt? Mali habe ich zu ihr gesagt. Mein Gott, Korbinian, du bist ein Riesenrimpfig, weißt du, das wo bei mir gehört. Ja, wie bist denn da dazugekommen? Ja, ich war anscheinend nicht mehr ganz nüchtern, gell? Ja, und dann ist mir das Mali rausgerutscht. Aus was. So lang hat's mich sekiert, bis ich ihr gesagt hab, wer die Mali ist. Naja, und dann habe ich ihr halt gesagt, dass die Mali ein recht sauberes Weibsbild war und dass bei dir herum auf der Kleideralm haust. Mein Gott, das auch noch. Was hat denn da die Froni gesagt? Ja, nicht viel, So, hat's gesagt. so, hat's gesagt. Hat dir das so gefallen? Nein. Ja, mir gefällt's auch nicht. Jetzt geh weiter den Kaffee rein, damit du weißt, was du auf der Welt bist. Ja, wie redst du nur mit einem werdenden Vater? Darum musst du gewinnen, wenn du mal verheiratet bist. Guten Morgen, Corbinian. Ha, guten Morgen, Froni. Was? Froni? Der damische Ritter bringt den ganzen Kalender durcheinander. Aber dafür habe ich gestern zur Froni Mali gesagt. Ja, Corbinian, du bist ja wirklich ein großes Rindvieh. Ja, das weiß ich schon. Das hat mir gerade die Mali gesagt. Die Nanni hat gesagt, ja. Gott, nein. Ja, aber ich glaube, gratulieren darfst du ihm trotzdem. Was? Ist ein Corbinian oder hast du Geburtstag? Nein, du, der Geburtstag, wo du ihm gratulieren sollst, der ist erst in 7 Monaten. Ja, Corbinian. Ja, du wärst doch nicht. Doch, er hat und jetzt wird er. Ja, Corbinian, dann gratuliere ich dir halt recht schön. Dankeschön. Ach nein, ich bin so glücklich. Ja? Na, das ist auch schön. Wenn du glücklich bist, dann bin ich auch glücklich. Ich Gell? beim Intendanten. Ja! Weil du gerade im Austeilen bist. Kannst du Magel auf, Papa. So, Korbinian. den bringst du aber der Froni mit einem recht einen schönen Gruß von mir. Ich meine, die Botschaft unterschlage ich lieber. Ja, wäre gescheit, also gib mir mal die Kaffee mal her da.
Was ist denn da draußen? Nein, Was die denn? Tiere raufen, der kleine Bulle geht sich mit den Hörnern an. Was, das ist bestimmt der Bummel. Geh weiter, Korbine, und treib's einmal auseinander. Grüß recht, ja. Der kleine Bulle geht sie mit den Hörnern an. So, Herr Doktor, das Frühstück ist gleich fertig, Ach, gell? das ist schön, ich habe schon einen riesen Hunger. Ja? Aber wenn es nicht so viele Umstände macht, möchte ich gerne draußen frühstücken. Na, gar nicht. Geh weiter, Mali, dann tragst du die 2 Tassen aus, gell? Ja. Ich habe bereits mit Ihrer Nichte gesprochen. Sie scheint mir nicht ganz abgeneigt zu sein. Ja, bist du keine Überraschung mit dir erlebst. Oh, höchstens eine angenehme. Ja, Ach, lassen Sie mich einen Moment mit ihr alleine. ist Ja. recht. Du, Mali, Ja. jetzt tupfst du, gell? Was ist los? Na. Macht aber komische Bemerkungen. Wie ist das noch mit uns beiden, kleine Sennerin? Ja, ich darf schon ganz gerne mal Theater spielen, aber ob ich es halt zusammenbringe. Oh, da habe ich gar keine Angst. Die Rolle, die du bei mir spielen wirst, ist ein junges Mädchen aus dem Alpenland, genau wie du eins bist. Und sie heißt in dem Stück... Steffi. Woher weißt du das? Was? Ja, dass sie Seffi heißt. Hab ich Steffi gesagt? Ja, mir ist es so vorgekommen. Oh, da muss ich mich verrät haben. Ja, das ist mir auch so vorgekommen. Also, diese Seffi ist in den Sohn des Hauses, den Franz, sehr verliebt. In den ersten Akten, da streiten sie sich nur. Sie finden sich erst am Schluss in einer sehr hübschen Szene, die allerdings nicht leicht zu spielen ist. Der Franz bestürmt sie, ihm die Wahrheit zu sagen. Sie ist sehr schnippisch und gibt ihm keine Antwort. Aber dann bricht es aus ihr heraus. Falsch bin ich nicht. Und ich will dir sagen, wenn ich gern hab. Den dümmsten Kerl vom ganzen Oberland. Und dann ganz zart Franz. Also los, es muss ja nicht ganz wörtlich kommen. Fangen Sie halt an. Ach so, ja, ich spiele den Franz jetzt. Ja. Also Seffi, jetzt komm mal her und sag mal, wen du gern hast. Du, ich aber recht drauf, das zu wissen. Und sei nicht so falsch. Falsch bin ich nicht. Ich will das sagen, wen ich gern hab. Den dümmsten Kerl vom ganzen Oberland. Und dann ganz zart, Franz. Also los, es muss ja nicht ganz wörtlich kommen. Raffiniert. Was nix? Doch, es war sehr gut. Aber das Beste an deiner Leistung war natürlich, dass du meine Regiebemerkungen gleich mitgesprochen hast. Hab ich was falsch gemacht? Ja, du hast es sehr richtig falsch gemacht. Nur eins hat mir gefehlt. Wenn du ganz zart Franz sagst, musst du die Arme ausbreiten, musst mich küssen und ganz fest umarmen. Als ob du mich nie mehr loslassen würdest. Na, da schau mir mit zu viel. Du wirst mir doch nicht weismachen, dass du noch nie einen Mann geküsst hast. Ja, wenn ich wüsste, dass wir's glauben täten, dann schon. Ich hab dir schon viel zu viel geglaubt. Also los. Franz, Ja. muss ich da richtiges Puzzle geben? Markieren gibt es nicht. Bei mir wird richtig probiert. Franz. Mahlzeit. Lass das, Butler. Die Herrschaften täuschen sich. Wir haben nur eine Szene probiert. Aber wohl eine Liebesszene. Madame kommen auch hinter alles. Ja, leider. Butler. Ja, ich habe doch nur geseufzt und seufzen werde ich doch noch dürfen. Ich habe auf der Kreidalm eine Entdeckung gemacht. Was Sie auch? Ich allerdings eine angenehme. Wie ich mich überzeugen konnte, ist unsere kleine Mali hier schauspielerisch nicht unbegabt. Und sie hat auch eine sehr gute Stimme. Und ich werde sie bei meiner nächsten Inszenierung herausstellen. Hast du das gehört, Butler? Die Mali geht zum Theater. Irma, mich interessiert nur eine Frau und das bist du. Dann Ja? kriege ich also wirklich die Seffi. Ich habe es dir doch gerade eben vor Zeugen versprochen. Aber ich tue noch ein Übriges. Ich gebe es dir schriftlich. Besser gesagt, Herrn Butler. Sie sind doch so freundlich, als einstweilen an sich zu nehmen. Ja, ich weiß wirklich. Gnädige Frau. Mein Mann ist so freundlich. Selbstverständlich, ja. Ich habe den Vorschlag gemacht, draußen zu frühstücken. Wenn sich die Herrschaften anschließen wollen? Ja. Nein, Nein. seien Sie mir nicht böse, Herr Dr. Rascher, aber wir frühstücken in der Stube. Aber bitte. Ich habe nämlich mit meinem Mann noch einiges zu besprechen. Noch einiges. Mein Beileid. Mach's gut. Pussier nicht schon wieder. Darf ich dir einschenken? Danke, bemühe dich nicht. Starr doch nicht so dämlich vor dich hin. Trink endlich deinen Kaffee und sieh zu, dass wir von hier wegkommen. Wenn du nur einen Funken von Schamgefühl in dir hättest,
Dann hätten wir ja diese Kreidealm längst im Rücken. Ach, diese Kreide. Ja, diese Kreidealm, auf der du dich und mich unsterblich blamiert hast. Aber Irma, hör doch mal auf, das hast du mir schon die ganze Nacht vorgehalten. Sowas kann man dir ja gar nicht oft genug sagen. Das wirst du in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten immer und immer wieder von mir zu hören kriegen. Schlürf doch nicht so, Butler! Die Leute brauchen nicht zu hören, dass es dir schmeckt. Sie brauchen nicht zu wissen, dass du schlecht erzogen bist. Aber Irma... Jawohl, schlecht erzogen, dumm und feige. Irma, jetzt mach aber mal einen Punkt, ne? Von dir werde ich mir den Mund verbieten lassen, ausgerechnet von dir. Das tue ich doch gar nicht. Na bitte, da sieht man ja wieder, wie feige du bist. Aber sowas ist ja euch Männern angeboren, schon von dem sauberen Herrn Adam her. Jetzt fängt sie mit Adam und Eva auch noch an. Jawohl, denn die Eva, die hätte den Apfel gar nicht geklaut, wenn der Adam sie nicht dazu angestiftet hätte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und sowas nennt sich nun die Herren der Schöpfung. Wenn ich dich früher in deiner ganzen Erbärmlichkeit gekannt hätte, wäre ich ja nie deine Frau geworden. Aber ich natürlich in meiner Unerfahrenheit habe deinen Liebesschwüren geglaubt. Und dabei war es von deiner Seite eine reine Vernunftheirat. Also Irma, jetzt tust du mir bitte Unrecht. Als ich dich geheiratet habe, konnte bei mir von Vernunft überhaupt keine Rede sein. Also so eine Unverschämtheit. Ja, grüß dich, Irma. Wie bitte? Bist halt wieder ein bisschen besser beieinander, hä? Weil gestern hast du einen Rausch beieinander gehabt. Ja, sag mal, mein Haar hättest du mir in dein Bett nicht gezogen. Hört man ja schöne Neuigkeiten. Erzählen Sie mal. Aber wir müssen doch. Nee, setz dich. Jetzt, wo es so interessant wird, es geht doch nichts über eine aufschlussreiche Plauderei. Es ist doch riesig interessant zu erfahren, was so eine wertvolle Frau nicht alles erlebt. Schießen Sie los, mein Bester. Wo hast denn den aufgearbeitet? Ich bin nur so eine kleine Hüttenbekanntschaft. Ja, so schaust du aus. Hans-Jürgen, komm, gehen wir doch. Setz dich! Na, was, mit dir ist auch schon per Du. Ja, das geht bei der Irma schnell, da hat die ein Tempo drauf. Und schnapseln kann die, sage ich da, schnapseln. Ich weiß, Marke schwere Alpenluft. Ha, weißt du das noch, Irma? Wie du gestern bei mir fenstern wolltest? Was? Fenstern wollte sie auch noch? Ist ja großartig, auf welche Ideen so wertvolle Frauen nicht kommen, nicht? Ja, wieso? Sie ist ja ein Witttipp. Was ist sie? Ja, ein Witt? Jetzt weißt du ja nicht einmal, was ein Witttipp ist, hä? Den darfst du heute Abend abgeben, was du noch aufgelesen hast. Also pass auf, eine Witttipp, das ist eine Frau, die keinen Mo mehr hat, aber dringend einen braucht. Gell, Irma? Nehmen Sie doch Ihre schmutzigen Pfoten von mir. Ja, das sagt sie jetzt auch gerade, weil du dabei bist. Ja, mal wegen mir brauchst du dich nicht zu genieren. Ach! Setz dich! Kommandier doch nicht so rum! Wenn die Irma raus muss, dann muss sie raus. Brauchst nicht Blecker, Irma. Den werden wir gleich draußen haben. Ich meine, Albert, du musst ein bisschen auf frische Luft, hä? Hans-Jürgen, leg dich mit dem Menschen nicht an, du, der hat Riesenkräfte. Halt's mal, Irma. Geh mal. Also, genug mit der Urwüchsigkeit. Was erlauben Sie sich mit meiner Frau so umzuspringen? Was? Wer? Das ist deine Frau. Allerdings, Und du bist der Mo. Großvater werde ich sein, nicht? Ja, da legst du nieder. Jetzt ist der schon so lange tot und weißt das gar nicht. Ich bin noch sehr lebendig sogar. Ja, das tut mir dann leid. Dass ich noch nicht tot bin? Sie sind mir aber ein Herzchen. Nein, dass ich der Irma da was eingebrockt hab, aber nichts für ungut. Es ist wirklich nichts passiert. Ihr wirklich glaubt, sie ist ein Witttipp, gell? Ich bin auch gar nicht böse, ganz im Gegenteil. Ich gebe Ihnen 20 Mark, dass Sie sich von mir freiwillig rausschmeißen lassen, ja? Raus! Raus! Also wenn ich es mache, nochmal als umsonst.
ein hübscher Name. Ja, gell, das sagen Sie ja. Natürlich. Aber ja. wissen Sie, was der schlechte Kerl der Corbinian getan hat? Vergessen hat er auf mein Name. Ja. Sagt der Hundzeiterne Schlawiner Ja. nicht ganz kriebig Mali zu mir. Mali, sagt er, in einer solchen Situation. Lach du nicht so dreckert. Mir bloß Herz und der andere da lachen. Ja, sag einmal, Frau, was fällt dir denn ein, ha? Ja, schämst du denn gar nicht, dass du das aufführst, ha? Brauchen wir doch nicht alles gefallen lassen. Hat dir die Mali irgendwas da? Mein Corbinian hat's mir Geh ausgespannt. weiter, dein Corbinian, die nimmt da kein Mensch. Der ist ja ganz von gestern ganz narrisch, vor lauter Freude. Zu dir sagt der Mali, zu Mali sagt der Froni. Da hörst du's. Du bist ganz stark. Wegen dem seiner Sprachverwirrung brauchst du dem unschuldigen Mädel nicht gleich ein Watschen geben. Mein Nanni, ich bin halt so unglücklich gewesen. So, du bist gut, du kannst so bleiben. Du, wenn jeder, der unglücklich ist, dem anderen ein Watschen gibt, dann ist die ganze Welt ein Watschentanz. Aber Froni, sei doch gescheit, denk doch an unseren Burm. Du bist nicht gleich stark. Hat uns das schon lange erzählt. Und er hat gesagt, auf der Stei würde die heiraten. Ja, ist das wahr? Ja, hör sie Hanna, die ungläubige Amsel an. Soll das einer schriftlich geben, ja? Ich gratuliere, ja. Oh ja, schriftlich, Herr Butler, ich wollte Ihnen noch diesen Brief geben, ja. Bitte schön. Und was soll ich damit? Ja, das im richtigen Augenblick vorlesen, das Schreiben. Ah, ja. Oh, Sind Sie mir sehr böse, Herr Intendant? wie komme ich denn auf diese Idee? Ja, die Idee kam auf mich. Ja, was soll ich jetzt tun? Wort halten. Sie wollten mich doch entdecken. Ach ja, Herr Butler, ich glaube, der richtige Augenblick ist da. Ja. Du darfst. Liebes Fräulein Mali, Sie haben mich um eine zugkräftige Vornotiz in der Zeitung, mit der ich Ihr erstes Auftreten als Seffi ankündigen wollte, gebracht. Von der Alm zur Bühne sollte die Überschrift lauten. Damit ist es nun nichts. Ich habe mich nämlich entschlossen zu heiraten, damit ich nicht den ganzen Tag in meinem Theater herumkranteln muss. Und da meine zukünftige Frau Bühnenkünstlerin ist und sich brennend für die Rolle der Seffe interessiert, bleibt mir nichts anderes übrig, als ihr die Rolle zu geben. Sie kennen übrigens meine zukünftige Frau sehr gut. Sie war kurze Zeit Sennerin auf der Kreideralm. Ja, der meint ja mich! Es geht noch weiter. Also, Und heißt merkwürdigerweise genau wie Sie Mali Haller. die meint er. Ja, Herr Butler, haben Sie sich da nicht verlesen? Nee, lesen kann er. Herr Intendant, Herr Doktor, ich meine, haben Sie sich da nicht verschrieben? Dir habe ich mich verschrieben. Ich weiß allerdings nicht, was du dazu sagen wirst. Bei den meisten Völkerstämmen bedeutet diese Geste ja. Und wo verbringen wir unsere Flitterwochen? Bei der Nanny. Auf der Kreideralm. Ja, und ich hänge Schuldeln aus. Wegen Inventura 14 Tage geschlossen. Ja.